Den Schwerkranken helfen, dies wollte die 23-jährige Giulietta Veglio schon lange. Selbst mit einem Hochschuldiplom als medizinische Pflegerin brauchte sie Glück. Hunderte andere wollten genau diese eine Stelle auf der Kardiologie in Albaniens größten Krankenhaus. Trotzdem fehlt die Perspektive. Der Lohn ist viel zu niedrig, 340 € im Monat. Ich kann die Miete kaum bezahlen. Hier in Tirana kann ich von dem wenigen Geld nicht leben. Auf der Station weiß noch kaum jemand, was Giulietta vorhat. Ihr Plan, sie will auswandern. Wie viele andere aus Albaniens Hauptstadt Tirana. Junge Albaner mit hoher medizinischer Vorbildung, doch die Grundpflege wie etwa Waschen müssen sie erst lernen. Nicht für Albanien, sondern ganz gezielt für Deutschland. Kurse wie dieser boomen. Ich weiß, dass dort in Deutschland alles neu sein wird, aber ich habe keine Angst. Im selben Haus, Deutschunterricht, speziell für Pflegekräfte. Sprachkenntnisse sind ein Muss. Für hunderte Albaner, die jährlich als Pfleger nach Deutschland gehen. Giulietta von der Kardiologie ist täglich hier. Auch sie will nach Deutschland. Bin ich Bella? Wir möchten gerne die Sauerstoff. Die Albanerin Blerta Fogli hat im April den Sprung geschafft. Besser jetzt? Alltag in Berlin, im Pflegeheim. Manchmal, ja, die verstehen nicht oder manchmal, einige Bewohner sind auch krank und die verstehen auch nicht, was ich sage, weil das erlaubt auch nicht die Krankheit. Ja, manchmal, die haben auch Probleme, um zum Hören gut zu verstehen. Deutsche Senioren sind für die 24-Jährige so etwas wie Familie. Oh, dann müssen Sie mit mir tanzen, aber... Ihre eigene Familie weit weg, in Albanien. Die Folge Heimweh, oft schmerzhaft. In deutschen Pflegehäusern ein unterschätztes Problem. Ein stärkerer Fokus auf die Angehörigen, auf den Zuzug von Angehörigen unserer Fachkräfte würde eine Integration in Deutschland viel leichter machen. Wer aber noch in Tirana ist, lernt fleißig Deutsch. Bei bestandener Prüfung winkt ein deutscher Arbeitsvertrag ein Nettogehalt meist mit rund 1.800 €. Ob sich das bei höheren Lebenshaltungskosten in Deutschland rechnet, ist für sie vor Abreise kein Thema. Wissen wollen alle nur, wann habe ich es geschafft und in welche deutsche Stadt komme ich. Das weiß Giulietta noch immer nicht, auch wenn schon bald ihre letzte Prüfung bevorsteht. Direkt nach dem Kurs, Giulietta auf dem Weg zu ihrer Nachtschicht. Ähnlich wie viele andere hat sie Angst vor Heimweh, besonders schwer die Trennung von ihren Eltern. Sie möchten die Beste für mich und sie denken auch, dass die Beste für mich ist Deutschland. Albanien verliert sie, weil Deutschland sie unbedingt braucht. Ob dieser Weg Zukunft hat, dies bleibt zumindest für sie ein Risiko.